Leef no Lauscher wëllkom an eiser Emissionioun rund dem Plénier vum Europaparlament mam Christoph Hansen ze summen. Moin Isabel. Fengt Marieschei an mir wollten je Stëskeier vun der Lach vun der Europäischer Union schwätzen, déi Madame von der Leyen eis firstalt huet. Es war ein immens interessant Gespräch. Sie hat ganz viele Sachen vierbrucht. Ich wollte die schaut hauptsächlich von der digitalen Transition schwätzen, weil es ein wesentlicher Punkt ist, den wir müssen für die Zukunft machen. Und das ist auch etwas, was zu Lützeburg wichtig ist. Sie hat 3 Bereiche geschwärzt, von denen die wir wirklich müssen ausbauen müssen. Das sind Daten. Und da hat sie von dem Aufbau von einer europäischen Cloud geschwärzt. Das Zweite, das ist die artificielle Intelligenz. Und das ist für uns zu Lützeburg wirklich ganz wichtig, weil sie hat den Akzent drauf gesagt, auf Supercomputern. Da will die Europäische Union ein richtig große Summe, das sind 8 Milliarden investieren. Und das ist wirklich den Next Generation Computer, wie er genannt wird. Verschiedene Leute wissen, dass das soll zu bieten, sollen wir auch so einen Computer kreieren. Und dann ist auch noch ein Mikroprozessor, den soll ausgebaut gehen, der soll mehr gering sein und noch mehr effizient sein. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, weil weltweit müssen wir wirklich gucken, für Mathe zu halten, wenn wir wollen, dass das soll klappen. Und den dritten Teil, der wirklich ganz wichtig ist, dass die Brandbeetverbindungen, die gemacht gehen, und das ist am ländlichen Raum ganz wichtig, weil muss sich auch vorstellen, und ich meine, sie hat das am Anfang von ihrem Speech hat sie das auf 4 gehoben. Wenn wir uns vorstellen, die Covid-Zeit, ohne die digitalen Medien, die wir heute tun, wir sind statt eigentlich evaluieren, wie isoliert wir da gewirrscht wären. Also ich muss sagen, dass wir heute wirklich Chance haben, dass wir das tun. Da muss ich aber auch sagen, dass sie den Akzent gesagt hat, mit mir auch extrem aufmerksam drauf sind. Ich habe schon oft mit dir darüber gesprochen, Christoph. Wir müssen gucken, dass die Sicherheit rund die Donnerien auch wirklich besteht. Und auch da hat sie die 3 Sachen am Anfang genannt. Erstens, dass wir wirklich gucken, dass die Privatdonnerien auch privat bleiben. Wir sind doch ganz fair in Europa, das ist eine gute Sache. Wir müssen gucken, dass das auch so bleibt. Das Zweite, dass wir den Zugang zu den Donnerien über Eis auch haben, egal wo die gespeichert sind. Und das Dritte, dass sie einfach sicher gespeichert sind. Dass man nicht an Gefahr kommen, dass die Donnerien eben so benutzt werden, wie es nicht soll sein. Und so hat du, das ist der letzte Punkt, dann zählst du also wenig, Christoph, der letzte Punkt ist, dass sie geschwört wird, dass die Kommission wird etwas proposieren, für eine sichere Identität zu haben. Und da werden ich wirklich Druck, dass sie uns das präsentiert an der Spezialkommission, wo ich bin für die artificielle Intelligenz. Also das ist von den Punkten, die wir werden ganz sicher mal da betrachten ziehen. Justement, ich meine, Isabel, du ist ganz wichtig, dass du als Lützeburger auch an der Spezialkommission vertreten bist. Das war auch nicht einfach für uns, die du Platz an den Spezialkommissionen zu kriegen. Ich meine, das ist immens wichtig. Dass du an 2 Kommissionen, gell? Es ist eine Spezialkommission auch dabei, mit der sie die Fiskalität, die für Lützeburg natürlich auch wichtig ist. Ich meine, das geht heute ein bisschen zu weit, für du zu viel an den Details zu gehen. Ich wollte heute ein paar Elemente ausschneiden, die ich auch positiv gestern zu der Lage von der Union von Ursula von der Leyen fand. Ich meine, auch drums gang bisschen de Bilan zu ziehen, erstens mal, was die letzten Monate geschieht ist, an was nicht gut gelaufen ist. Also ich meine, da sind ein ganz viele Sachen, die wirklich nicht gut gelaufen sind am Gesundheitsbereich. Schon mal festgestellt, dass es eigentlich keine europäische Koordination gab oder keine wirklich, die angeschlagen hat, weil die Memberstaaten die Kompetenzen eigentlich schon an der Europäischen Union nicht viel Kompetenzen hat. Und da sind ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, die Europäische Union hat das versucht. Das ist nun mal nicht aufverstanden, weil die Europäische Union hat nicht die Kompetenzen, wie ich gerade gesagt habe. Es sind Memberstaaten und es sind auch die Memberstaaten, die unilateral Entscheidungen getroffen haben, für Grenzen zu machen. Das haben wir zu Lützeburg natürlich besonders gespürt. Wir haben hier am Parlament auch derzeit viel Druck gemacht, für, dass das nicht darf sein. Das war keine wissenschaftliche Basis, für die Grenzen zu machen. Und da war auch ein bisschen politische Verzweiflung von dem einen oder anderen zu spüren, dass sie das sie müssen etwas machen, für ihre Bürger zu weisen, dass sie aktiv gehen. Aber das war definitiv der falsche Weg.
Die Europäische Kommission hat doch damals zum Beispiel den Memberstaaten angeboten, für gruppiert, also Europäische Union, Beatmungsgeräte zu kaufen. Am Februar haben sie das gemacht, also für die Krise richtig ausgebracht ist. Die Memberstaaten in dem Moment waren nie gesagt, weil sie dann so, dass das als Kompetenzkommission soll ich da raushalten. Das war ein großer Fehler, aber das war nicht die Europäische Union als sich, das waren die Memberstaaten. Das muss ich mal ganz klar unterstreichen. Dann hast du gut, dass die europäische Kompetenz mehr will kreieren, was den Bereich anbelangt, was den Gesundheitsbereich anbelangt. Sie hat angekündigt, für eine Union von der Gesundheit auf den Willen zu stellen. Das denke ich, ist eine ganz, ganz gute Initiative. Es gibt eine neue Agence gegründet, justement für die Recherche am biomedizinischen Bereich in Europa zu fördern, dass man auch da, gerade wie bei den Daten, wie du gerade so, dass man aufhängig von Drittländern sind, wenn es wirklich um so strategisch wichtige Punkte geht. Ich meine, das war eine ganz große Ankündigung, wo man natürlich genau Werte gucken. Und das ist ja auch an der Umwelt- und Santé-Kommission, wo man den dort Sachen noch auf den Grund gehen. Und was ich aber ein bisschen bedauern oder wo ich mich freue, wie das soll gehen, die Union von der Santé ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber wen soll sie bezahlen mit wegen Geld? Und die Kommission hat initialement für den EU for Health Programm hatten sie 9,4 Milliarden an das Budget geschrieben mit Memberstaaten, weil sie die Kompetenzen wollen behalten. Und das noch zurückgestuft auf 1,7 Milliarden. Das heißt, du hast 5-mal mehr Suen zur Verfügung, wie die Kommission proposiert hat. Das heißt, du musst mir als Parlament doch weiter Druck machen auf den Conseil, dass sie hier Kopie revisieren, wenn es um den mehrjährigen Finanzraum geht, für justement auch Fonds zu haben, für die guten Ideen auch dann an die Realität umzusetzen. Das geht ja auch nicht darum, dass alle Kompetenzen, was die EU belangt, auf europäischem Niveau kennt. Das schon, dass Kliniken von den Ländern weiter bewältigt gehen, mit das für das verschiedene Sachen, wie du just gesagt hast, dass die eben auf europäischem Niveau aber keine geregelt gehen, da wo wir eben mehr stark sind, wenn wir es zusammen machen. Ja, und du gesehen aber auch hier am Europaparlament, wir haben noch einen ganz rich Text da, das Woche aufgestimmt haben, wo doch ein bisschen darum ging, über die Finanzierung, an Sätze von Standarten, wie man besser wie stark aus der Krise soll rauskommen. Und da habe ich auch gemerkt, dass von unseren großen Memberstaaten von der Union viele Deputierte nicht wollten, dass man da eigentlich mehr Kompetenzen und die EU gehen. Ich meine, das Krise oder das etwas gewesen, das nicht mit Mann Europa, wo man funktionieren können. Wir mussten mehr Europa haben, weil lang sind wir bei so einer globalen Pandemie einfach voll für die Katz. Das muss ich ganz klar sagen. Ich wollte nach einem Punkt wirklich aber auch auf vier streichen. Sie hat zum Schluss den Akzent gesagt dabei Werte. Und das ist mir wirklich extrem wichtig. Ich gebe so in der zwei Teile da waren. Den einen Teil, das wirklich um das gegangen, wo der Staat den Puffer hat, an wie das da funktioniert. Und du als 3 Sachen, auf die man wirklich pochen muss, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit von der Presse, die Independenz von der Justiz. Mir haben so das Gefühl, wie wenn das eine Evidenz wäre in Europa. Erstens ist es keine Evidenz, wenn wir nicht dabei bleiben, für die Sachen zu verteidigen, dann verlieren wir sie. Und zweitens ist es ja gar nicht so evident, dass das überall eben an der Europäischen Union respektiert wird. Und da hat sie den Rapport auf 4 gehoben, den direkt rauskommt, für zu gucken. Genau. Die geht über die 27 Länder, für zu gucken, wie eben der Zustand ist, und den ist ganz wichtig. Du hast gesagt, es hatten da verschiedene Sachen an der Rede gefehlt. Mir hat da effektiv gefehlt, dass es nicht eine klare Referenz zum Artikel 7 gemacht hat, wo eben das Problem mit der Rechtsstaatlichkeit aus Polen und an Ungarn. Ich hätte nicht ungern gehabt, wenn es Telkel genannt wäre. Sie hat aber par contre einen Hinweis gemacht, dass es nicht keinen Sinn dazu in der Europäischen Union eine Richtung gehen, wo da noch keine Korruption geschieht. Und da hoffen ich wirklich, dass wir aber noch ganz klar gesagt kriegen, wie das dann soll laufen, weil man Budget aus dem Europaparlament ja ganz strikt. Es geht nicht, dass Länder die Rechtsstaatlichkeit nicht anhalten, dass die europäisch so kriegen. Und den zweiten Volley, das war richtig am Niveau vom Staat, an der Pouvoir vom Staat. Das zweite, das war am Niveau von der Identität. Und auch da meine mir, dass es eine Selbstverständlichkeit ist,
dat Rassismus net akzeteiert das, dat Leiit déi homosexuell sinn LGBTQI, dat déi dürfen so liewen, wéi se fir richchte schonnen a wie sie spieren. Und dat ass awer net iwwerall so an Europa. An ich muss so sie huet dat dun awer mat engem ganz chlor aussoen Tropie gewiesen, dat dawer fundamental Werter sinn bei Jais an skefst du am Fong schowelle zitieren. Sie huet gesot Rechtropun sech selber ze sinn, Rechtropun den ze sinn, den in ass an de gieren ze hunn, den in e begehren huet. Und ich muss so dat ze dat so riverbrucht huet, dat de Schmengen och de Lächte mist verstoen, dat fir Reis einfach net respektéiert gin. An do huet auch ganz klar Referenz ebe gemer op de Fett, dat a Polen Gesetze herauskommen sinn, déi eben Leiit déi LGBTQI, dat déi net defen op verschieden Plätze sinn. Net an Europa gewiss se ganz klar gesot, dat ass de Quintessenz vun der Mënschlechkeet, dat Iedereen der sinn wat den eigentlech ass. An dat ass gët der Polen mat Face getrippelt, grad so wie a vielen andere Länder Ungarn fir nëmmen dat ze nennen, och Pressefreiheet a Malta zum Beispiel, dat se ganz viel Fäll. Mir kennen Fall jo eigentlich Stuffer sinn och bisssen grad so wies du bisssen enttäuscht, dat mal lo der just die Rapporte kreen. Mir will net just Rapporte, weil Situationun as bewusst. Méi wie bewusst mir hätte Loger wirklich Konditionalitéit auch vun den europäesche Fongen zum Anhalle vun der Rechtsstaatlichkeit. Ich mengen dat wat gefehlt huet. Lust mir schüst awer so Christoph, dat ich awer froh sinn, dat Di rapport kënnt, dats den Echten soll auch präventiv können handeln, können wirken, an das awer de richtige Schritt an die richtige Richtung abschiede falls. Muss Konsequenzen kommen, an dofir hunn joch ma Artikel 7 gesot. Ja. Muss gucken, dat enke Sanktionune kommen, an dat Sache ganz klar dosinn, an dat auch keng Suen do hingin, wo se net sollen hi goen. Mit dat de rapport avalo kënnt, denken ich awer nach positive Punkt. Ich meine den andere positive Punkt, den Madame von der Leyen Göster brusch, ich meine den als auch wichtig Zechen hun sech als ugekönigt schon für enger Zeitchen, dat man bis 2050 will klimaneutral gehen. Du verbrauch man aber eng Roadmap für überhaupt du hinzukommen. Bis wellweisen Objektiv für bis 2030 als Emissionen par rapport zu 1990 40% Rufzusetzen. Just für so sind im Moment bei minus 25%. Das heißt, wir hätten müssen an den nächsten 10 Jahren 15% weiter Rufsätze, wo man an den letzten 30 Jahren nimmen 25 Rufsätze. Das war schon ambitiös. Los nach ein Jahr englo Dr gelöscht gin eng Reduktion bis 2030 vu 55%. Ich denke, dat das der richtige Weg, weil das natürlich extrem ambitiös, dat muss man als bewusst sinn, dat as war op enger Etyd d'impact basiert, dat du Wissenschaft, dat ich nie gesagt, wat ass möglich, wann man en ganz rich vu Mesuren ersetzen. An ich mengen du eure groß Zeche gesagt, fir der Klimaneutralität méi not zu kommen. Ja, wenn ich auch do e klenge Kritikpunkt derf machen net unter Madame von der Leyen méi fir dat dutten zerrechen braucht man och suen. An och do hummer lorem festgestalt am Horizon Europe Programm, der das not auch fir Recherch zu promoveieren, ass dann och de Budget vum Conseil vun de Mombastaaten 14 Milliarden gekehrt gin. Hicht mehr hun immer mé gros Ambitionen, dat das gut soll den Ambitionen am Liwen. Da muss auch Mittel gin fir ze zerrechen, an du gewichen Appell ochem und de Conseil machen. Wir brauchen méi Suen dofir et geht net du nimmen Ziele an die Welt zu setzen. Wir brauchen noch Handwegsmaterial für zu erreichen. Und du kommen ein ganz rich Legislativpropositionen lo op den Tisch von der Kommission, sie doch Madame von der Leyen hat angekündigt, der Fahrer von der EU zu verstärken, wann es darum geht, für Hydrogen zu produzieren, weil Hydrogen als eine proper Source für Energie auch zu speichern. Und ich meine, das sind Technologien, die zwar nicht komplett alles werden aufdecken können, mit das die wichtige Baustelle von unserer Transition energetik. Ich weiß, dass nicht jeder d'accord ist, die sagen, das noch ganz weit fort. Ja, wenn wir die Lohne auf die Schiene setzen, da kommen wir nie dahin. Und dafür bin ich froh, dass auch an dem Bereich ein größer Schritt noch fehlt. Wir haben noch einen Rapport an der Kommission ITRE, wo du auch was an der Umweltkommission möchte wieder dazu. Ich mich mal gemeldet für den Rapport zu machen, justement für die Hydrogenstrategie auf
Bein zu stellen an du freue ich mich ganz viel für du auch Menge Ideen mat dir von dran zu bringen das heute solo pur von neue Punkten ich mengen Isabel mir hätte Kind nach eng halbe Stunde op Monster wat Punkte schwätzen zu dem was du gesucht hast just e Punkt also geht drum dat als Memberstaaten zur Rechenschaft gehen dat se besser hun verschieden finanzielle Moyen op europäischem Niveau anzusetzen, wann en dummer da ze summen wie weit könnt. Et geht am vu Geholmi bëllech. Das genau dat wir sollen als erfahren zu summen strecken dummer da bündeln dummer da können man mehr rich wie bei jeder se egent zepsche Kart an ich meng das eisbewusst mir mir werden noch dafür antreten dat den andere Kollegen dat auch bewusst get dat bisssen den Nationalismus op Zeit gelöscht mir dat den europäische Weg priorisiert get ich mengen das wichtig wie gesot mir werden ich auch nach weiter am Parlament informieren Isabel vielmals merci. Merci Christoph dann begräst man ich ganz geschwonnerem Highweiser Sendung wahrscheinlich auch vor Bresel, weil kann wann Situation so weitergeht mam Coronavirus kann doch gut sein, dass man nichts gar nicht dürfen op Straßburg gehen. Vielmals merci für no drin an hoffentlich bis geschwind. Bis geschwind.